Der Gerechtigkeit hier frucht wird der Friede sein, so schon der Prophet Jesaja am Alten Testament. Er muss heute Jean Jaurès zitiert, ich zitiere das Alte Testament. Das ist eine verkehrte Welt. Und ich weiß nicht, ob sie so verkehrt ist, weil frei schon war gewusst an der Geschichte, dass der Frieden nicht Resultat allein von der Sicherheit ist, aber dass der Frieden das Resultat von der Gerechtigkeit ist. 90%, ich will kurz zurückkommen auf Flüchtlingsfonds, 90% von den Flüchtlingen kommen aus Syrien, mehr aus Irak und Afghanistan, also aus Kriegsgebieten. Überall da sind die EU und die NATO mit impliziert. Überall da stung auch der Regime-Change auf der Tagesordnung. Am Hintergrund stungen immer auch ökonomisch und einer geopolitisch Interessen. Da geht nicht darüber an, Herr Minister, auch nicht am Syrien-Konflikt, ob die Interessen, die handelt, den Krieg durchstehen. Au contraire Versichter, und das wird mir gut nicht gefallen, muss ich sagen, Kurden als Bodentrupp von der sogenannten Global Coalition, zu der auch Saudi-Arabien gehört, zu erklären. Dabei machen die Männer und die Frauen da handeln nicht weiter, wie ihr Häuser zu verteidigen, an ihr Recht, autonom no demokratische Prinzipien zu leben. Nicht nur gegen den IS, aber auch zum Beispiel gegen unseren NATO-Bündnispartner Türkei. Und ich muss es sagen, ich muss es wirklich auch Last geben. Dir sind persönlich, Herr Minister, für den Regime-Changer Libyen angetreten. An der Zeit. Den als Herr No umgesetzt von Frankreich und Großbritannien, ob die Weise, den wir nach allen Erinnerungen haben, und hat Auswirkungen gehabt, für dich auf der Mali, und auf die Bombenattentäter an Tunesien. Auch den dschihadistischen Terrorismus kennt nämlich nicht von nichts. Und als gezielt die von einer Außenpolitik, die, an das will ich gern angestoßen, nicht vierrangig von Lützeburg ausgeht, mehr und der aber auch die herrschen politisch und wirtschaftlich Kräser hier am Land, Stichwort Finanzplatz, der großen Interessen haben.